da ist er dann, der erste Hengst in dieser Rubrik, der im Katalog in der falschen Rubrik steht, nämlich in Rubrik 3. Es ist Jure 495, der in 2017 die Junghengstmeisterschaft gewann, genauso wie in 2018 und 2019. Der Vizemeister der jungen Hengste in 2021 wurde, der Vize-Champion der älteren Hengste wurde in 2022, der 2023 Meister der älteren Hengste wurde und den allgemeinen Meisterschaftstitel mitnehmen durfte in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2021 und letztes Jahr 2023. Außerdem hat er letztes Jahr auch noch die Silver Bowl gewonnen. Wir sprechen natürlich von Jure 495. 13 Jahre jung und darum in dieser Rubrik zu Hause. Gezüchtet von H. Deinum Schrath, im Besitz des Stalls Chardons und H.J. Niemeyer in Jorwerth. Ein Sohn von Mauritz 437 sowie Nachkomme von Jasper 366 und Tönes 332 aus dem Stamm 25. Zugelassen 2016, reitet in der leichten Tour Dressur und der limitierten Klasse im Showfahren. Ist mittlerweile fünfmal Meister geworden und erhält diese Titel oft durch die auffallenden Resultate auch im Fahrsport. 2016 ist er auf den nationalen Wettbewerbsfelden vom Chase vor allem sehr bekannt geworden und hat in allen Disziplinen der Untersuchung 80 Punkte oder mehr erreichen können. Als Fahrpferd hat er sich vor allem ausgezeichnet mit Scoren und Resultaten von 25 Punkten. Im letzten Jahr hat er ein sensationelles Fahrduo mit seinem Stallgenossen Eise 489 geformt und unter dem Sattel in der lichten Dressur. Zusammen mit dem Umzug von Eise 489 nach Amerika hat Jure 495 jetzt alleine noch gute Resultate erbracht und vor dem Chase die Silver Bowl gewinnen können. 2021 ist die Nachkommensprüfung von Jure 495 endgültig positiv abgeschlossen worden und er hat in dem Jahr auch er hat in dem Jahr die zentrale Körungsmeisterin Ilia van Jensje-Plätz geliefert, eine seiner Töchter. Außerdem 3 andere Kronstuten, 4 Nachkommen mit Triple-A-Prädikat. Und sein erster zugelassener Sohn Hielke 530 hat dieses Jahr zum ersten Mal Fohlen im Rennen. Er steht im Stall Chardon in Jorwerth. Wir sehen also den 5-fachen Meister Jure 495. Nochmal, meine Damen und Herren, es ist Jure 495. Rubriek aangehouden door Grijdanus Winsum, al meer dan 40 jaar gezegd in de regio. Rubrik wird gesponsert von Grijdanus Winsum BV, ein Unternehmen, das seit 40 Jahren ein sehr bekanntes Gesicht hier in der Region ist. Spezialisiert sich in Garten- und Parkmaschine sowie Hydraulik-Services und alle Formen von Grabmaschinen. Sie sehen auch ein Grijdanus Gerät regelmäßig hier auf unserer Manege, um unsere Bahn wieder zu begradigen. Außerdem handelt Grijdanus Winsum auch in Janmar Kompakttraktoren. Sie können hier für den Verkauf, die Vermietung, die Reparatur und den Unterhalt Ihrer Maschinen bei uns anklopfen. Grijdanus Winsum ist der Sponsor dieser Rubrik. Wir sehen mittlerweile den zweiten Hengst. Elias 494, Sohn von Johann 430 und Nachkomme von Michael 373 sowie Thomas 372 und Chiak 328 in Uge 267 aus dem Stamm 109. Er ist 15 Jahre alt, steht im Stall SBS Baron Schwan in Niebert, gezüchtet von den Demro Stables in Mierlo, im Besitz von
Linda Arnell in Sundsvall in Schweden. Afgelopen 6 jaar heeft Elias op het hoogste dressuurniveau gepresteerd. Elias hat großartige Sportleistungen erbracht und ist 2016 zugelassen worden. Er hat letzten Dezember seine Nachkommensprüfung endgültig positiv abgeschlossen. Dieses Jahr verabschiedet er sich aus dem Wettbewerbssport, aber er bleibt uns mit seinem festen Reiter Marc-Peter Spahn trotzdem noch erhalten. Und sie sind diese Woche auch in unserem Showprogramm zu sehen gewesen. In den letzten 6 Jahren hat Elias 494 auf dem allerhöchsten Dressurniveau mitgeritten. Die schwere Schuhe in den Meisterschaften und in den Niederlanden hat er viel gewonnen. Die besten Resultate waren 5 Sterne Katar im Grand Prix, der 3. Platz in Herning in den Dänemark mit 5 Sternen, 75% in der Kur. 2022 hat er sehr gute Platzierungen während der Weltmeisterschaftsqualifikationen erreicht. Er war in London den 13. Platz mit 73,5% und in Samorin hatte den 2. Platz gemacht mit 73%. Und dieses Jahr hat er in allen Wettbewerben mehr als 70% erreicht und den nationalen, mehrere nationale Grand Prix gewonnen. Außerdem hat er sich als große Überraschung im Indoor Friesland vor dem Schees sehen lassen und ist auch noch Vizemeister da geworden. Ein schöner Moment, meine Damen und Herren. Darum kommen wir zur Hengstenkörung der KFPS. 15 Jahre alt, Sportelite. Was für ein großartiger Hengst. Noch ein letztes Mal. Elias 494. Wie bereits gesagt, ist diese Gruppe, die Rubrik in 2 Gruppen aufgeteilt, weil es sehr viele Teilnehmer gibt. Mittlerweile betritt Jaue 485 die Bahn, 12 Jahre jung, gezüchtet von RH Veenstra in Schröhäusem, im Besitz der Familie Dorn und der Familie Salari in Schiedam, Nachkomme von Pier 448, Volkert 353, Leffet 306 aus dem Stamm 223. Zugelassen im Jahr 2014 und er reitet die Dressur in der leichten Schuhe. Jaue darf seit dem letzten Jahr auch Sportelite hinter seinen Namen setzen, ist ein Sportelite-Hengst. Zusammen mit Sabine van der Loenhorst hat er in der leichten Schuhe großartige Erfolge erzielt und ist dadurch auch Sportelite-Hengst geworden. Darum ist er jetzt hier sehr beschäftigt während dieser Hengstenkörung, weil er auch noch mitläuft in unseren Jubiläumsshows. Er ist der erste zugelassene Sohn des in 2022 verstorbenen 4448. Er hat seine Zulassung unter anderem seinen großartigen Resultaten in der zentralen Untersuchung zu verdanken. In allen 3 Disziplinen hat er absolut großartige Ergebnisse erzielt und sehr viel Eindruck gemacht mit seinem Hinterbeineinsatz. Er hat auch gut im Fahrsport abgeschnitten mit einem Resultat von 87,5 Punkten. 2019 ist sein erster Jahrgang in die Nachkommenprüfung übernommen worden und er ist schlussendlich definitiv zugelassen worden. Die großartigen Exterieurwerte seiner Fohlen sind hierbei als
Aspekt zu nennen, sowohl in der rassetypischen Ausstrahlung als auch im Bau. Mittlerweile hat er unter seinen Nachkommen 8 Kronstutentöchter, 4 Sportpferde und 5 Nachkommen mit einem Triple-A-Score. Der erste Jahrgang hat mittlerweile auch schon 2 zugelassene Söhne, nämlich Arendt 515 und But 516, der auch die Meisterschaft bestreiten darf heute. Und die sind mittlerweile selbst auch damit beschäftigt, Stammbuchväter zu werden, denn ihre Söhne haben wir in den letzten 2 Tagen auch schon hier auf der Körung gesehen. Ein sehr erfolgreicher Mann, also Jaue 485. Was für eine großartige Leistung vom Sporteliste-Hengst Jaue 485, Sohn von Pier. Ein Klasse-Hengst verlässt die Bahn, ein Klasse-Hengst betritt die Bahn. Sportelite Triple-A Hengst, Champion der jungen Hengste in 2015, Meister der älteren Hengste 2020. Johannes 484, auch Meister der älteren Hengste 2021 und Meister der älteren Hengste 2022, sowie in den Jahren 2015, 2021 und 2022 allgemeiner Meister der Hengstenkörung. Er ist 13 Jahre jung, gezüchtet von J. Bakker in Dekdum, im Besitz von JJH und JPW Boot sowie der Familie Ache-Ockema in Hillegom. Nachkomme von Tjalle 454, Upke 266 und Focke 217 im Stamm 15. Seit dem Herbst 2014 zugelassen. In der Dressur reitet er die ZZ leichte Klasse, beim Männen im Fahrsport die ZZ und im Showfahren die limitierte Klasse. Johannes ist als erster Sohn von Tjalle 454 zugelassen. Aufgrund seiner sehr rasstypischen und schönen Ausstrahlung und seines Exterieurs. Er hat in allen 3 Disziplinen der Untersuchung mehr als 80 Punkte erbringen können. Den höchsten Score hatte er beim Showfahren, wo er sehr durch seine Front und Haltung aufgefallen ist. Da hat er in 2019 nach seinem ersten Jahrgang an Fohlen definitiv ins Stammbuch aufgenommen. Und auch sein erster Jahrgang Fohlen hat sehr viel Eindruck gemacht. 33 prämierte Fohlen hat er im ersten Jahrgang hervorbringen können und später auch noch bei den 1-jährigen und 2-jährigen Pferden abstauben können. Und das war einfach nur der Vorbote für sehr viele gute Neuigkeiten. Johannes 484 hat mittlerweile 4 Modellstuten, 2, die auf der zentralen Körung bereits zu Meisterinnen ausgerufen worden sind. Er hat auch 21 Nachkommen mit Triple-A-Score, 16 Sportpferde geliefert, sowie 21 Töchter, die das Kronprädikat erhalten haben. Außerdem ist Johannes 484 selbst auch Sport-Elite-Hengst in 3 verschiedenen Disziplinen. Dieses Jahr hat er zum zweiten Mal in Folge
die Nominierung für das Pferd des Jahres einfahren dürfen. Da muss man auch nicht viel mehr zu sagen. Und 2019 ist sein erster Sohn ins Stammbuch aufgenommen worden, nämlich Auert 514. 2020 folgte dem Fuke 520. Er steht im Stall Mersken. Ein weiterer sehr erfolgreicher Hengst hier bei uns im Ring. A. 13 Jahre jung, Sportelite Triple A Hengst Johannes 484. Entree van Hengst de Kommer 478. Sport Triple A Kommer was kampioen oude hengsten 4 jaar geleden. Kommer 15 jaar. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Hengst in dieser Runde. Das ist die Nummer 478, Fonger 478, Triple A Sporthengst, Vizemeister der älteren Hengste der Hengstenkörung 2020, 15 Jahre alt, gezüchtet von J. von Leyne in Wesep, im Besitz von Familie J. Schraab und H. Eppinger in Aude-Mierdum. Ein Nachkomme von Ogott 445, Duke 287 und Reize 272 im Stamm 44, seit 2013 zugelassen. Er reitet die Z1 des Dressur und in der limitierten Klasse im Showfahrsport. Fonger ist der einzige zugelassene Sohn von Eucholz 445. Er ist aus der sogenannten Familienlinienzucht. Seine Urgroßmutter ist sowohl auf der väterlichen als auch auf der mutterlichen Seite seine Urgroßmutter, und das ist die Modellpräferenten-Leistungsstute Elbricht. Er hat in seinen Tests hervorragend abgeschnitten, vor allem als Reitpferd, und hat ein Resultat von 8,5 für seinen Schritt einfahren können. Da er so eine sehr besondere Abstammung hat, ist sein Verwandtschaftsindex relativ gering mit einem Index von 17,39%. Fonger 478 hat 2019 seine Nachkommensprüfung positiv abschließen können. Dadurch ist er viel genutzt worden als Zuchthengst. Er hat auch mit großartigen Resultaten seiner Nachkommen in der Bewegung Eindruck machen können. Sowohl in den Körungsbahnen als auch in verschiedenen Eignungstests haben sich seine Nachkommen beispiellos und sehr beispielhaft verhalten. Vor allem im Gebrauch des Hinterbeins. Seine Nachkommen haben mittlerweile auch bewiesen, einen sehr angenehmen und arbeitswilligen Charakter zu haben. Fonger hat mittlerweile 4 Krontöchter, 4 Nachkommen mit Triple A-Prädikat hervorgebracht, und 2023 ist sein Sohn Mano 541 auch noch ins Stammbuch aufgenommen worden, und so konnte Fonger die Familientradition auch weitergeben. Er steht auf der Deckstation Rasteland in Aude-Mierdum. 15 Jahre jung, Sport Triple A, letzte Runde für Fonger 478. De laatste in de eerste groep. Der letzte Hengst in dieser ersten Gruppe der zweiten Rubrik. Daarna komen alle hengsten weer binnen. Danach werden wir wieder alle Hengste auf die Bahn einladen. Sie werden nicht platziert wie die ersten beiden Rubriken. Wir werden einfach nur Gaan we bekendmaken welke hengsten doorgaan naar de kampioenskeuring.
Denn wir haben noch einen zweiten Teil dieser Rubrik und erst nach dem zweiten Teil werden wir bekannt geben, welche Hengste für die Meisterschaft eingeladen werden. Wir sehen jetzt erstmal Bartele 472, ein Sport Triple A Hengst, 16 Jahre jung. Gezüchtet von JGM Drost in Heesweg-Dinter, im Besitz von MJ Höker in Ehn. Ein Nachkomme von Onne 376, Scherk 328 und Anton 343, im Stamm 50, seit dem Herbst 2012 zugelassen. Er reitet die Z2 Dressurklasse. In der zentralen Untersuchung war vor allem die Haltung von Bartele 472 lobenswert zu erwähnen gewesen. Er hat sehr schöne rassentypische Bewegungen gemacht und auch durch sein Wechselvermögen Eindruck auf die Jury gemacht. Mit seinem hervorragenden Score als Showfahrpferd von 84,5 hat er sich wirklich als Kind seines Vaters bewiesen. Bartele 472 ist 2017 auch nach einer positiv absolvierten Nachkommensprüfung endgültig ins Stammbuch aufgenommen worden und hat sich bewiesen als großartiger Exterieur verehrbar. Er sorgt für Pferde mit einer sehr schönen rassentypischen Ausstrahlung und hat mittlerweile 11 Nachkommen mit Kronprädikat, 4 Stuten, die ein Modellprädikat erhalten haben, 18 Sport- und 6 Triple-A-Pferde hat er auch geliefert und 2 seiner Söhne sind mittlerweile ins Stammbuch aufgenommen worden, nämlich Tjebbe 500 und Tön 505, die wir auch beide schon gesehen haben heute. Tjebbe hat mit Kees 531, der auch zugelassen worden ist, mit Mürk 540 und mit Manns 543 auch direkt wieder seine eigenen Söhne ins Stammbuch aufzunehmen gewusst und so hat Bartele 472 auch schon wieder 4 Enkelsöhne, die ins Stammbuch aufgenommen worden sind. Da seine Söhne Tjebbe 500 und Tön 505 insgesamt auch 4 Söhne im Stammbuch haben, nämlich Mürk 504, Manns 543 und Kees 531. Jahre 16 Jahre jung, meine Damen und Herren, Sport Trippler Bartele 472. Und wie gesagt, wir werden gleich alle Hengste noch einmal auf die Bahn bitten, aber erst nach dem zweiten Teil dieser Rubrik 3 bekannt geben, wer zur Meisterschaft eingeladen wird. Dit zijn wel unieke momenten. Meine Damen und Herren, das sind wirklich einzigartige Momente hier. Altijd een bijzonder moment op deze dag. Immer ein sehr besonderer Moment hier auf diesem Tag. Sie kommen gleich alle zurück, wir können noch mal schauen. Vielleicht können Sie alle einmal die Taschenlampenfunktion Ihrer Telefone anschalten, dann dämpfen wir das Licht und wir können Sie mit Licht und Sternchen begrüßen. Das sind wirklich die Crème de la Crème Hengste des KFPS, unsere älteren Hengste in der Rubrik 2 und die verdienen sehr gerne all Ihre Aufmerksamkeit und Bewunderung. So ist das schön, meine Damen und Herren, danke sehr. Weich ein Eintritt für diese Pferde, eine großartige Begrüßung mit all diesen schönen Lichtern. So schön, so kreiert man Atmosphäre und Stimmung, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, dat is toch gigantisch. Ist doch schön so.
was zal ik even mooi wensen. Das war doch schön, meine Damen und Herren. Die Telefontaschenlampen dürfen Sie wieder löschen. Die anderen Lampen sind angegangen. Das machen wir gleich bei der zweiten Gruppe genauso nochmal. Diese Hengste werden nicht auf Qualität aufgestellt oder platziert, denn die Spannung in dieser Rubrik gibt es natürlich erst nach der zweiten Gruppe. Wir werden also am Ende der zweiten Gruppe, in dieser zweiten Rubrik, bekannt geben, wer in die Meisterschaftswahl eingeladen wird. Wir sehen uns diese erste Gruppe vor allem noch einmal an und wir werden sie sogleich aufstellen. Sabine Zwagehagen gaat de hengsten natuurlijk nog even één voor één langs. Sabine Schwager wird uns natürlich noch pro Hengst eben erklären, was ihr aufgefallen ist. Nein, wir haben natürlich genossen, hier diese Hengste zu sehen. Ich fange an mit Jure 494. Ich finde sie alle ein bisschen still hier. Jure 494. Jure 495. Ein Hengst, der sich seine Jugend sehr gut bewahrt hat. Ein sehr erhabener Trab mit viel aufwärts gerichtetem Körper und einem schönen Hinterbein. Elias 494. Das ist auch wirklich eine Klasse für sich. Wenn er so hier aufgestellt steht, dann bekomme ich Gänsehaut, wenn ich hier Elias 494 sehe. So viel gutes Talent, ein sehr schön raumgreifender Bewegungsablauf, Elias 494. Dann machen wir weiter mit Jaue 485. So ein schöner Bewegungsablauf, viel Behang, ein schöner Schopf auch. So viel Beugung im Hinterbein, ein guter Schritt, Jaue 485. Oh, wer ist das noch? Johannes 484. Ist hier an den langen Leinen vorgestellt worden. Eine sehr gute Präsentation und Vorstellung für ihn. Eine schöne Balance im Pferd, ein Hengst, der gut steht, der immer mehr Jugendhaftigkeit ausstrahlt. Johannes 484. Dann Fonger 478, der immer auffällt mit guter Beugung im Hinterhand. Ein schöner Trab, Fonger 478. Und am Ende Bartele. Was für einen schönen Kopf hat er. Wenn man davor steht, denkt man wirklich, eine großartig jugendbewahrender Hengst, der viel Front und Vorhand sehen lässt, wenn er läuft. Bartele 472. Wir werden gleich natürlich die Hengste nach der zweiten Gruppe noch einmal zurückkommen lassen für die Bekanntgabe der Meisterschaftskandidaten. Aber trotzdem bekommen alle Pferde, die hier gelaufen sind, natürlich eine kleine Rosette. Ausgereicht werden diese von Liesje von Gils, die als Repräsentantin des jungen KFPS hier ist, und Gerard Gaidanos, der als Sponsor aufgetreten ist für diese Gruppe und diese Rubrik. Außerdem sind natürlich wieder unsere Blumendamen in typisch friesischer Tracht anwesend, um die Blumen auszureichen. Ja, er is een echt bijzonder moment altijd op deze dag. Oude hengsten die nog een keer voorbij komen. Sommige hengsten die de rond de jaren nog in tijd gaan afvallen. We zijn super blij met deze top hengsten hier in de baan hebben. Dus nog een tweede gedeelte. Es bleibt immer ein sehr besonderer Moment hier für uns, wenn wir die etwas älteren Hengste in der Bahn haben, die sich schon bewiesen haben, die nicht in Qualität abnehmen. Und wir verabschieden uns jetzt von Jure, Elias, Johannes, Fonger, Jaue und Bartele.
Da sind sie nochmal. Jure 494, Jure 495, Elias 494, Jaue 485, Johannes 484, Fonger 478 und Bartele 472. Mensen laten nog niet horen als u bent van deze hengsten. Dus weer door het So, ein letzter Applaus noch für unsere Pferde, die noch die Bahn verlassen. Und dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Gruppe der Rubrik 2. Wie das immer so ist am Samstag, die Hengste wollen gerne auf die Bahn, aber sie wollen sie auch gerne wieder verlassen. Es bleibt so moi, so schön. Ich setze mich wieder und dann geht es weiter mit der zweiten Gruppe der Hengste in der Rubrik 2. Dames en heren, tweede gedeelte, aangeboden door Omroep Friesland. Den zweiten Teil dieser Rubrik sponsert der Fernsehsender Omroep Friesland, der Ihnen auch den Livestream zur Verfügung stellt in den Sprachen Friesisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Wir sehen mittlerweile den Vizemeister der älteren Hengste 2017 und den Meister der älteren Hengste 2018 und 2019, Alvin 469, Sport AAA Präferent Hengst. 16 Jahre jung, gezüchtet von B.L. Brauer in Sandhausen im Besitz des Gestüts Bommelstein sowie der Exploitatie Stuterei Hemrik und J. von de Broek in Jaure. Ein Nachkomme von Völle 422, Tjerk 328 und Uche 267P im Stamm 10. Im Herbst 2011 zugelassen, reitet in der Dressurklasse Z1. Alvin ist 2016 definitiv auch zugelassen worden nach einer bestandenen Nachkommensprüfung. Er zeichnet sich vor allem mit einem hohen Zuchtwert im Exterieur aus. Die meisten Nachkommen haben auch die rassetypische Vorhand und sind dadurch sehr beeindruckend. Außerdem haben 67% seiner Nachkommen das Sternprädikat erhalten dürfen. 30 Töchter sind bereits zur Krone erklärt worden, 7 durften das Modellprädikat mit nach Hause nehmen. 22 Nachkommen tragen außerdem noch ein Sportprädikat, ein Nachkommen ist sogar Sportelite. 19 Nachkommen haben einen AAA-Score eingefahren. Mit Remy Martin hat dieser Präferentenhengst einen Sohn, der sich im internationalen Dressursport durchsetzt, zusammen mit seiner Amazone Henny Roffel. Im Jahr 2022 hat Alvin 469 auf der Hengstenkörung auch noch den Präferententitel nach Hause holen können. Dieses Jahr hat er sich wieder bewiesen, vor allem als Publikumsliebling, während 3 Abenden in unserer Jubiläumsshow. Da hat er mit Abstand den meisten Applaus bekommen. Alvin hat also heute auch schon wieder die nötigen Kilometer gemacht und wahrscheinlich den Abstand von Lünteren nach Leeuwarden gelaufen in den letzten paar Tagen. 2017 ist sein erster Sohn zugelassen worden, nämlich Tide 501, den wir bereits eher gesehen haben. 2020 ist auch Detmar 519 aufgenommen worden und im letzten Herbst Jeppe 537. Außerdem hat er sehr beeindruckende Enkelsöhne als Muttervater, nämlich Hilbrand 525 und 2 seiner Söhne haben bereits auch wieder in zweiter Generation Enkelsöhne im Stammbaum. Tide 501 hat Nick 538 vorzuweisen und Martinus 539. Der Hengst steht in de Nieuwe Hövel und wir sahen Alvin 469.
Rubrik aangeboden door Omroep Friesland. Wie gesagt, diese Rubrik wird Ihnen angeboten vom Omroep Friesland, der auch die Livestreams auf der Webseite zur Verfügung stellt. Sie können auf Niederländisch zuschauen, auf Friesisch, auf Englisch mit Kelly Verbeem, auf Spanisch mit Christel Jong-Schraab, auf Französisch mit Karin Fourmont und Siska de Best und auf Deutsch mit mir, Lisa Wickmann. 468. Machen weiter mit Alke 468, ein Sport Doppel-A-Hengst, 16 Jahre alt, gezüchtet von MJ Friese in Neede, im Besitz des Gestüts Willeschiede in Meinerzhagen in Deutschland. Nachkomme von Farbe 348, Jakob 302 und Herke 256 im Stamm 129. Im Herbst 2011 zugelassen. Er reitet die Z1 mit 10 Gewinnpunkten Dressur, außerdem in der limitierten Klasse im Schulfahren. Außerdem ist Alke 468 2022 von Schweden nach Deutschland umgezogen und macht da einen fantastischen Eindruck. Er ist wieder auf der Hengstenkörung, das ist auch schön. Er ist vor allem durch seine Abstammung ein sehr einzigartiger Hengst, denn er hat einen Verwandtschaftsindex von 15,7 und das ist der niedrigste in der gesamten KFPS-Stammbuch-Hengstgruppe. Er ist einer der wenigen Pferde, die den Genpool weiter verbreiten konnten und viel unverwandtes Blut mitgebracht haben in unsere KFPS-Hengste. Und er hat auch noch Borde, Teller voll Qualität mit im Gepäck. Die ersten 3 Stuten aus der Mutterlinie von Alke seien Töchter von Jakob, Herke und Focke. Und alle 3 sind zu Sternpräferentinnen erklärt worden. Er ist in seinen Untersuchungen vor allem mit einem sehr aktiven Hinterbein aufgefallen und konnte im Trab und Galopp hervorragende Resultate erzielen. Und das ist eine Eigenschaft, die er erwiesenermaßen auch an seine Nachkommen weitergibt. Alke 468 ist 2017 nach einer erfolgreichen Nachkommenprüfung auch endgültig zugelassen worden. Eine seiner Töchter ist Modell. Mittlerweile ist eine auch zur Krone erklärt worden. 8 seiner Nachkommen haben das Sportprädikat und ein Nachkomme hat einen Triple-A-Score einfahren können. Er steht im Gestüt Wickeschliede in Meinerzhagen in Deutschland und wir sehen Alke 468. Zestien Jahre jong mensen. 16 Jahre jung, Alke 468. Wir sehen die Vorstellung des Hengstes Vize 462 Sportelite Triple A, 17 Jahre alt.
Gezüchtet und im Besitz von der Familie J.A.M. Kreuz in Heeg, ein Sohn von Ayen 417 und Nachkomme von Uche 267 sowie Reize 272 aus dem Stamm 15. Seit 2010 zugelassen, ist in der lichten Tour im Sport mit von der Partie. Er ist der ganze Stolz der Stallhouderei Kreuz und des sportlichste Hengst. Er ist ein Sohn von Ayen 417 und kommt aus dem Stamm 15, gezüchtet von Jan Kreuz in Heeg. Dieser war KFPS Züchter des Jahres im Jahr 2012. Vizes Mutter ist die Sternpräferentenstute Belinda K., die auch 7 Stern-Nachkommen gezeugt hat. Und auch die Großmutter Rix Modellpräferente war eine sehr erfolgreiche Zuchtstute. Sie hat 9 Stern-Nachkommen und 2 Präferententöchter, von denen eine auch noch Kronjuwel ernannt worden ist, ins Leben gebracht. Die 15 Generationen in der Mutterlinie haben insgesamt 7 Modellstuten vorzuweisen, von denen auch noch 3 Präferenten geworden sind. Auch im Stammbuch, auch der Stammbuchhengst Hildwind 528 kommt aus der gleichen, sehr gut züchtenden Blutlinie. Kurzum eine sehr, sehr gute Linie, die definitiv gute Gene enthält. Vize hat positive Eigenschaften, vor allem sein sehr imposanter Bau, der edle Kopf und der üppige Behang, außerdem eine gewisse Hartheit im Bein, die von genetischem Vorteil sein können. Der Hengst ist sehr intelligent und auch sehr freundlich im Umgang. Im Sport fällt Vize vor allem auf durch seine Arbeitslust und das kräftige Hinterbein, ein sehr guter Schritt und Galopp. Und er ist sehr gut im Versammeln, Appuyieren und Pirouetten kann er auch sehr gut drehen. Diese Sportgene vererbt er auch nachweislich an seine Nachkommen, denn er hat auch nicht für nichts oder aus keinem Grund einen Zuchtwert von 105 in der Sportveranlagung. Steht in der Stuterei Kreuz in Heeg. Aan de lange lijnen 17 jaar mensen, Vize 462. 17 Jahre alt, Vize 462. Rubrik wird gesponsert vom Omroep Friesland und wir sehen den nächsten Hengst in dieser Rubrik. Reinder 452. Ein Sport-Doppel-A-Hengst, 19 Jahre alt, 18 Jahre alt. Gezüchtet von A. de Boer im Besitz von T. Bosma in... Nein, das ist... Wir sind bei Take 455. Dolmetscherin muss ganz kurz sortieren. Meine Entschuldigung. So. Wir sehen also Take 455, ein Sport-Doppel-A-Hengst. 18 Jahre jung, gezüchtet von P. van der Meer in Teine, im Besitz von E. van Onselen in Anzen, Sohn von Jakob 302, Nachkomme von Oltmann 317 und Schalling 235 im Stamm 2. Zugelassen im Herbst 2009, reitet in der ZZ leichten Dressurklasse mit. Take
ist ein später, aber sehr willkommener Sohn von Jakob 302, auch weil er einen sehr niedrigen Verwandtschaftsindex hat, nämlich einen von 16,8%. Er ist ein sehr rassetypischer Hengst, der vor allem in der Mutterlinie durch viel Präferentenblut unterstützt wird. In der zentralen Untersuchung ist er vor allem aufgefallen, weil er eine sehr gute Einstellung hat und hervorragende Resultate als Reit- und als Farbpferd einfahren konnte. Take 455 ist 2016 nach einer positiven Nachkommensprüfung endgültig zugelassen worden. Seine Nachkommen haben einen sehr guten Eindruck bei den Eignungstests hinterlassen. Es sind alle sehr gute Gebrauchspferde mit einem sehr angenehmen Charakter. Von seinen Nachkommen haben außerdem 2 das Sportprädikat einheimsen können und 4 Pferde haben sich das Triple-A-Prädikat verdient. Take hat ein paar Jahren in der Zucht in Ungarn gearbeitet und ist mittlerweile wieder zurück hier in seinem Geburtsland und damit auch zurück bei uns auf der Hengstenklärung. Er steht in der Hengstenhauderei Bausma in Collemont-Soir oder in den Nieuwerhövel in Lunteren und wir sehen Take 455. 18 Lenten, Take 455. Ihre Dolmetscherin entschuldigt sich kurz für die Verwirrung, aber wir haben den richtigen Hengst schlussendlich noch gefunden. Next, dames en heren, nog een jaartje eerder werd verloren. 19 jaar zitten aangekomen. Wir sehen jetzt gleich einen Hengst, die Bahn betreten, der noch ein Jahr älter ist. 19 Jahre sehen wir jetzt auf der Bahn. Auch ein Sport Doppel-A-Hengst. Wir sehen auf der Bahn Reinder 452. Wie gesagt, 19 Jahre alt, gezüchtet von Adeboer in Visvliet. Familie T. Bosma in Collemont-Soir sind die Besitzer. Sohn von Ahn 416 und Nachkomme von Tjirk 326 und Lutze 305 im Stamm 128. Zugelassen seit 2009. Z1 Dressurklasse, ist der einzige Sohn von Ahn, der zugelassen worden ist. Er steht in der Hengststation von Familie Bosma. In dieser Station sind sehr viele von den älteren Hengsten gut gelaunt und verhalten sich sehr gut. Reinder steht dort als 4. Generation Deckhengst. Sein Vater Ahn 416 ist auch immer noch aktiv im Deckdienst. Reinder selbst hat während der Tests und Untersuchungen vor allem als Reit- und Farbpferd überzeugen können. In beiden Disziplinen hat er 80 Punkte erhalten. Vor allem im Schritt und im Trab ist er ein sehr raumgreifender und taktvoller Hengst. Seit 2014 ist er endgültig nach einer positiven Nachkommensprüfung zugelassen worden. Er hat einen sehr guten Zuchtwert für Exterieur- und Sportveranlagung. Der stärkste vererbte Teil ist der Schritt. 5 seiner Tochter sind mittlerweile zu Kronstuten erklärt worden. Eine Modellstute und 15 Nachkommen haben das Sportprädikat erreichen können. 6 Pferde einen Triple-A-Score. 2017 ist sein erster Sohn auch zugelassen worden, Ulbran 502, der seinerseits im Jahr 2022 2 zugelassene Söhne geliefert hat, nämlich Jimte 533 und Kanne 534. 2 Enkel also von dem Pferd, das wir jetzt auf der Bahn sehen, Reinder 452.
Ein temperamentvolles Pferd. Sohn von Ahn. Aus einer sehr erfolgreichen Zucht, meine Damen und Herren. Rein 4, 5, 2. Ein Hengst mit dem gleichen Alter, 19 Jahre, ist Sipke 450, auf der Seite 154 in Ihrem Katalog. Er ist im Moment hier auf Durchreise. Er reist von Schweden in die Vereinigten Staaten, ist hier heute zu Besuch und wir freuen uns natürlich, ihn willkommen heißen zu können. Und wie gesagt, im Katalog auf Seite 145 können Sie Informationen zu Sipke 450 finden. Ein Sport-Doppel-A-Hengst, wie gesagt, 19 Jahre alt, gezüchtet von Klaas en Maris van de Ploeg. Besitzer ist die Brookside Friesians in Amerika. Vater ist Tede 392, Nachkomme von Ulke 338 und Leffert 306 sowie Lammert 260 aus dem Stamm 50, zugelassen seit 2009, in der ZZ leichten Dressurklasse tätig. Er ist in den Vereinigten Staaten geboren, bei Klaas und Maris van de Ploeg, und hat auch in Amerika seinen Status als Stammbuchhengst für die KFPS erworben. Damals war er, als er 6 war, ist er hier in die Niederlande gekommen. Mit 15 ist er im Frühling 2020 nach Schweden umgezogen, um da in dem Gestüt Afton Mora sehr viel eingesetzt zu werden. Gerade weil es dort ansonsten viele höhere Verwandtschaftsindexe gab. Mit seiner Abstammung von Tede 392 und Ulke 338 hat er selber einen Verwandtschaftsindex von 17,15%. Mittlerweile hat er 700 Nachkommen gezeugt und Martinus 539 ist ein zugelassener Enkelsohn. Er hat auch noch 2 Kronstuten und eine Modellstute anzubieten. 6 seiner Nachkommen sind im Sport vertreten. Nach der Hengstenkürung wird Sipke 450 weiterreisen nach Amerika und wir wünschen ihm natürlich eine sehr gute Reise und viel Erfolg. Wir sehen also den auf der Durchreise vorbeischauenden Sipke 450. Und Informationen zu diesem Hengst finden Sie nicht auf Seite 97 in der Rubrik 2, in der wir ihn präsentieren, sondern auf der Seite 145 in Ihrem Katalog. Sehr schön, dass wir diesen Hengst hier euch heute begrüßen durften auf seinem Zwischenstopp in den Niederlanden. 19 Jahre jung, Sipke 450. An den langen Leinen kommt der nächste Hengst auf unsere Bahn gelaufen. 20 Jahre alt. Maurus 441. Vor 15 Jahren der allgemeine
Meister der Hengstkörung im Jahre 2009 geworden. Wir sehen Maurus 441. Ein Sport-Doppel-A-Hengst, wie gesagt, 20 Jahre alt, gezüchtet von C. Meinecke-Zwele in Wittingen oder Gelüsingen, im Besitz von T.C. Fisser in Lünteren, Sohn von Schalke 397, Nachkomme von Christ 358 und Jelmer 297 im Stamm 27. Er ist im Herbst 2007 als Zuchthengst zugelassen worden, läuft in der Ehrenklasse mit 57 Gewinnpunkten und hat 2010, 2011, 2012 und 2013 in der Ehrenklasse der Meister im Sport mitgemacht. Außerdem läuft er in der L1 Dressurklasse. Maurus ist 2013 nach einer positiven Nachkommensprüfung definitiv zugelassen worden. Seine Nachkommen sind alle typische Kinder ihres Vaters, sehr rassentypisch, mit viel Bravour im Trab und mit sehr viel und schöner Front. Von Maurus haben wir 5 Töchter zur Krone erklärt, 3 Töchter zum Modell, 17 Nachkommen sind Sportprädikate, 3 Nachkommen haben ein Sport-Elite-Prädikat erhalten und 5 einen Triple-A-Score. 2022 ist Käs 531 zum Stammbuchhengst erklärt worden. Und damit hat Maurus einen zugelassenen Enkelsohn. Im letzten Jahr sind noch 40 Fohlen geboren worden, die Maurus gezeugt hat. Und er selbst kombiniert sein Alter mit einer Art Nachhaltigkeit und Flexibilität, die man in den letzten Jahren hier auf der Hengstenkörung immer wieder sehen konnte. Der Hengst steht in den Nieuwe Höfel in Lünteren und wir sehen Maurus 441. Maurus en Edwin, ze horen elkaar. Edwin al in de achternaam zit 20 jaar. Maurus und Edwin, sie gehören zueinander. Wir sehen ihn hier seit 20 Jahren auf der Bahn. Maurus 441. Dann haben wir noch einen über in dieser Rubrik. Respekt für diesen 24-jährigen Hengst. 24 Jahre alt. Der älteste Hengst auf unserer Körung heute. Denn Jasper ist nicht mehr da. Wir haben wohl noch eine schöne Dokumentation über Jasper, die Sie sich heute wieder in den New York-Sälen im BTC Westcott Hotel ansehen können. Aber erstmal sehen wir den 24-jährigen Ahn 416 an, der mit einer Flexibilität und Jugendhaftigkeit die Bahn betritt, die eindruckend ist. Ahn 416. Gezüchtet von R.J. Feldmann in Suamer, im Besitz der Familie T. Bosma in Colmar, ein Sohn von Abe 346, Nachkomme von Julian 303 und Wessel 237 aus dem Stamm 44. 2003 ist dieser Hengst als Zuchthengst zugelassen worden. Er läuft in der Z1 Dressurklasse. Über seinen Vater Abe 346 und Großvater Yildiz 301 ist er in 3. Generation ein Hengst im Unternehmen der Familie Bosma. Außerdem ist er in 2007 nach einer positiven Nachkommenprüfung definitiv zugelassen worden. Seine Nachkommen sind royal entwickelt, haben eine schöne aufwärts gebaute Haltung und ein sehr langes Vorderbein. Der Schritt ist die beste Gangart von Ahn und seinen Kindern. Die männliche Linie wird fortgesetzt über seinen 2009 zugelassenen Sohn Reinde 452. Und damit ist das dann wieder der 4. Hengst in einer direkten Linie von Stammbuchhengsten von der Familie Bosma. Über Reinde 452 wurde 2017 auch wieder Ulbrand 502 als erster Enkelsohn von Ahn zugelassen.
Und insgesamt sind 2 Stuten zum Modell erklärt worden. 12 Nachkommen tragen ein Sportprädikat und 2 haben ein Triple-A-Prädikat erreicht. Der Hengst steht bei Familie Bosma in Kolymas-Waach. Wir sahen den letzten Hengst in dieser Rubrik 2 an. 4, 1, 6, 24 Jahre alt. Einmal können wir noch klatschen für Ahn 4, 1, 6. Dann bitte einmal wieder die Telefone zücken und die Lichter anmachen. Gott sei Dank haben wir jetzt immer permanent eine Taschenlampe dabei. Niemand raucht mehr, aber alle haben Feuerzeuge im Telefon. Bitte macht sie an, denn sie kommen alle wieder zurück, auch der 24-jährige Ahn. Oh, Musik eben. Also ich sehe hier maximal die Hälfte aller anwesenden Lampen. Meine Damen und Herren, so geht das nicht. Alle Telefone zücken, alle Lampen an. Wir versuchen hier Stimmung zu machen, meine Damen und Herren. Eine Atmosphäre zu kreieren für diese großartigen Pferde. Dann dürfen wir... Ja, danke schön. Musik. Oh, hervorragend. Ich bin so stolz auf Sie, meine Damen und Herren. Das machen Sie sehr gut. Und es ist so schön, meine Damen und Herren. So, dann dürfen Sie die Musik auch wieder dämpfen, die Lichter können Sie ausschalten, wir stellen die Hengste wieder auf. Wie gesagt, diese Rubrik wird Ihnen angeboten und gesponsert von Omroep Friesland, unserem regionalen Fernsehsender, der auch die Streams mit Übersetzung zur Verfügung stellt. Es ist wirklich schön zu sehen, mit welchen Stammbuchhengsten wir gesegnet sind. Wir haben angefangen mit niemandem geringeren als Alwin 469. Ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung, der Gänsehaut verursacht, wenn er beginnt zu traben. So ein schönes Vorderbein, Alwin 469. Aus Deutschland ist Alke 468 gekommen. Ein Hengst mit sehr viel Rasseausstrahlung, der sehr raumgreifend trabt. Alke 468. Ja, Wietze sieht auch noch so gut aus. Eine großartige Kondition, mit 17 Jahren noch.
Er hat im Prinzip Behang bis auf den Boden. Er trabt seine Runden wunderbar. Vize 462. Dann machen wir weiter mit Take 455. Auch ein Hengst, der unglaublich gut aussieht. Sehr schöne Vorderhand. Schöne Vorderbeinnutzung. Take 455. Reinder, sie werden immer älter, 19 Jahre alt. Auch hier müssen die Mähnenhaare festgehalten werden, weil der Behang ansonsten auf den Grund kommt. So ein schönes Pferd. Reinder 452. Und kurz bevor er dann doch über einen großen Teich geht, ist er noch hier, um sich eben auf unserer Hengstenkörung zu präsentieren. Sipke 450. Und noch ein Hengst, der auffällt wegen seiner Rassenausstrahlung. Sieht großartig aus. Picobello. Und ich werde immer sehr glücklich, wenn ich Maurus wieder sehe. So eine schöne und beeindruckende Vorhand. Und wenn er dann auch noch hier schön sein Ding machen darf, dann kann man ihn einfach nur bewundern. Maurus 441. Und zu guter Letzt, der älteste in dieser Gruppe, 24 Jahre alt, Ahn 416. Ein Hengst, der seiner Zeit, was den Bau betrifft, weit voraus war und so schön ist. So schön. Ahn 416. Die Preise und Bänder werden ausgegeben von Haukje Rijpstra, die den Vorsitz hat im Omroep Friesland. Sie wird unterstützt von unserer jungen KFPS-Kollegin Marais Deensma. Was wir jetzt natürlich noch wissen müssen, ist, welches Pferd es schafft in die Meisterschaftskandidatur. Ja, welche Pferde würden Sie gerne noch mal sehen in der Meisterkörung, meine Damen und Herren? Ich höre Jurre, ich höre Ahn. Aus dieser Gruppe nehmen wir mit in die Meisterkörung Albin 469. Aber wir haben hier vorne natürlich noch eine zweite Gruppe gesehen. Und da waren ein paar Kanonen bei, meine Damen und Herren. Wir können nur einen mitnehmen in die Körung der älteren Hengstmeisterschaft. Wir nehmen aber zwei mit, nämlich Jürre und Johannes. Dann dürfen also in die Meisterschaftskörung mit Albin, Jürre und Johannes. Dies sind unsere älteren Hengste. Was für ein Höhepunkt für diesen Tag, meine Damen und Herren. Wir sehen noch einmal Albin, 469. Alke, 468. Vize, 462. Reinder, 452. Sipke, 450. Maurus, 441. Und Ahn, 416. Außerdem Take, 455. Maurus 411. Ich bedanke mich bei Omroep Friesland für das Sponsern dieser Rubrik.
Dames en heren, presentatie Sport Elite Stambuchhengsten. Meine Damen und Herren, wir machen weiter mit der Präsentation und Vorstellung der Stammbuch Elite Sporthengsten. De staatsinhoudder van Bart Baks. Bart is lid van de hengstenkeuring commissie van KFPS. Das wird geleitet von Bart Baks, der in unserer KFPS-Direktion sitzt. Voorzitter van de dressuurcommissie bij KWPN. Bart Baks gaat de hengsten presenteren. Er ist sehr dazu geeignet, diese Hengste zu präsentieren. Es werden Ihnen 3 Sport-Elite-Hengste präsentiert, nämlich Jaue 485 mit Sabine van der Loenhorst, Ulbe 506 mit Henny Roffel und Jeroen 353 mit Marc-Peter Spahn.